Sarah kocht für die Juden eine Judenspeis und Rosi geht ihr die silberne Taschenuhr von ihren Vater zurück, die wo der derselben verlangt hat, dass er's heimlich über die Grenze führt. Als Hummerl kriegt eb's falsch mit und hat wollen, dass ihm sein Alter zum Nicolo einen Polster schenken möchte, mit dem wo er ganz raffiniert mit ihrer stopfen kann. Dabei ist aber der Kopfpolster grad zur Verzierung da. Der preußische Kellner tat gern mit Sascha auf Afrika runterfliegen. Aber das geht nicht, weil er statt seiner die Lansinger einen Schandfleck verschönern sollte. Die Aufgabe ist aber zu hoch für ihn. Der Chris isst vor lauter Fressgier der Kathi seine Platzeln zusammen und staubt dafür bei der Gmorschreiberin einen ab und gibt's als seine Seimbachern aus. Aber das kommt auf und er wird recht pflanzt dafür. Danach gewinnt sein Witz den ersten Platz in einer Witzmeisterschaft. Aber es stellt sich außer, dass der Witz in Wirklichkeit von Berli ist. Josie möchte dem Pfarrer die Regeln fürs Radfahren beibringen. Und zuerst probiert es mit einem Spielzeugauto und danach mit seinem eigenen Fahrradl, bis schließlich alles hinhaut. Für die Sternstunden zählen die Lansinger die Sterne am Himmel um. Aber die 3 besseren Kandidaten stehen ja gleich auf und drum geben's den Sterntaler an die Lansinger Landweiber. Uri kriegt von seiner Urenkeltochter ein Leiberl geschenkt, wo auf Kölnisch draufsteht, dass kalte Füße hat. Das ist aber verwechselt worden und drum soll's ein anders kriegen. Der Sarah, seine Cousine, taucht zu Lansing auf, weil's von seinem Jumpsterer davon ist, weil er's grün und blau geschlagen hat. Als Apothekerin möcht's als Aushilfe beim Rolli arbeiten, aber dem taugt's nicht extra.